Hinkel! 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 Jimmy! 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 Hinkel! Endlich! Endlich! Oh, merci, Jimmy. Geh, Hinkel, dann hast du schon mehr an Heben. Wirklich? Geh, okay. Scheiß Papa, ja. Willkommen bei Dreckstart, der Gaming Show auf YouTube. Anschwenken, danke für 4 Uhr. Okay. Willkommen. Willkommen bei Dreckstart. Willkommen bei Dreckstart, der letzte Gaming Show auf YouTube. Das Woche nächstes Mal dabei, den Mike Orlowski, den Hinkel als nächstes an als ein echter Gast an der Sendung Zoe. Ja, was war das Woche so los? Ja, da wollen wir aber vorher noch ein Statement dazu gehen. Das Woche waren kein Video drauf. Und das liegt ganz einfach darum, wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, wie wir im Channel noch können ein bisschen besser schaffen und wie es uns auch für allem wie einfach geht, für besser Videos zu machen. Und darum hat diese Idee, wenn man das Woche kein Video holen uns ein bisschen Zeit, denken wir nur, diskutieren, schaffen, ein bisschen am Vier raus und also Sachen. Weil das als ein bisschen schwerer gefallen, den Zeitplan, den wir am Anfang noch festgehalten haben, anzuhalten. Aber das Video geht, als kein Problem muss ich, mehr, da kann ich natürlich wenig Platz für Innovationen und dafür muss ich einfach Zeit geholt, wie gesagt. Der können aber an Zukunft weiter Video erwartet, weil der aber geändert wird, als eben gerade das nämlich alltag die Videos kommen. Aber auf jeden Fall wird mir nicht am Stach los. Ja, wir zeigen auch für die nächste Video und natürlich mehr können da noch die. Da können wir besser Sachen machen, wir können als mehr Zeit für die Sendung auch an auf jeden Fall. Direkt Start Sonntag, es bleibt aber absolut so wie es ist. Also die könnt alle Sonntag schon erwarten. Oh! Ja. Well, kommen wir dann direkt zu den News. Zu den News. Voilà, auf der E3, da wurde mal Songlang gemacht mit einem Trailer für Final Fantasy VII The Remake. Oh yeah. Und hier ist noch kein genau ein Release-Datum festgelöscht, mit 2016 soll es dann soweit sein. Und für als Lot war die Zeit verkehrt, so bis du hin und so angekündigt, dass Final Fantasy VII, die PC-Version, die schon gibt, seit ein paar Jahren, der Support davon auf iPhone und iPad soll rauskommen. Das anderen plus ein Final Fantasy App für alles, was mit Final Fantasy zu tun hat, in einen Hut zu kreieren. Ja. Ich meine, für Final Fantasy Fans dürften das ja gut Nachrichten sehen. Ne? Zum 7 also kann ich so die beleitesten. Ja. Auch den Ähnchen, den ich komplett durchgespielt habe. Kann ich nicht alles spielen. Ne? Ja, nee. Muss in Zeit dafür. Ja, die App ist die da gratis. Da war es gratis, ja. Da gibt Cool. ein Portal, ne? Wo sowohl viel mehr Informationen wie auch Spieler, das zum Beispiel ein ganz bekanntes Kartenspiel auch von Final Fantasy wird auch da wird kommen. Ja, der kann halt sich dann. Das ist aber voll cool. Ja. Das ist immer cool, wenn den muss immer so lange für die Fans von der Serie ist, man ist flott. Ja, dass du dann kleine Wermutstropfen für die langware Zeit. Ja. Ich spiele ja auch mit dem Faktor, dass Leute nostalgisch sind, weil ich ging noch direkt zu den eigentlich der Port, den du könntest, dass den alle Final Fantasy. Ja, du war eine PC-Version rauskommen für pro Jahr, ja. Die nicht wahnsinnig anders als wie früher halt Spiel. Und das den supporten für iOS und iPhone. Das ist ja nicht riesig groß für so ein Tablet oder iPhone. Die Spieler sind mega klein, zu bedenken. Wenn die war der 7 rauskommen.
Ja, hier. 24.000. Stell dich froh, die du nicht weißt. PlayStation 1, dann schmeigend waren 4 oder 5 CD, meine ich sogar. War nicht sogar mehr. Ja, also bei 8 Megabyte oder so. Okay, der wird aber voll cool. Und auch von Fantasy 7 gespielt. Ja. Du nicht? An den Film geguckt. Kein Teil. Film. Adventure. Oh ja. Ja. Children, ja. Hast du den da geguckt? Den hab ich geguckt, ja. Ah, das ist Strecke. Den bestimmt uns fasziniert, wie er ausgesehen hat. Also, Ja, war mir haben geil gemacht. Ja. schon lange die Figur von 10 Jahren. Ja. Sein Arg, sein Ich weiß noch, Demos war das. so gesehen. Ach, du gesagt, wie erst Das ist anders. Genau, das ist genau für die Zeit, dem Ja, das ja, war ja. das Wahnsinn. Aber das war cool. Ja. Ja, dann Dann, die nächste Nachricht. Resident Evil 2 als auch ein Remake, den an danach als an die war sicher angekündigt gehen von Invader Games als Fanprojekt. Die sollte mit der Unreal Engine 4 gemacht gehen. Da war ein echter kleiner Trailer, als du kommst. Du hat natürlich direkt nicht lange gedauert, bis Capcom sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass sie dann einen offiziellen Remake vom Resident Evil 2 machen. Nachdem sie ja schon den ersten Remake gemacht hatten und den Bombe Success hat, ist ja auch logisch, dass sie das da machen. Sie haben dann sich mit Invader Games in Kontakt gesetzt und sie gefroht, abgefordert, wie auch immer, mit ihrem Projekt abzuhalten, weil sie mir weitläufig Plan hatten für den Resident Evil 2 Remake. Invader Games hat das auch gemacht und sie haben noch mit Fred auf ihrem Facebook-Account angekündigt, dass sie von Capcom invitiert wurden an das Studio, für über weitere Ideen zu schwätzen. Das genau hech und sie und dem Remake Domatschaft oder bei einer Sache vielleicht oder ob das ein höfliche Jazz ist. Ja. Das weiß ich natürlich auch nicht mehr. Invader Games zumindest scheint wohl, aber zufrieden sind mit der Sache. Ja, wenn sie froh Ja. lieber tweeten. Ja. Ist ja cool. Facebook. Ja. Facebook. Ja, das ist aber nicht das Aglos gehen können bei dann konnte nicht mehr raus. Oder man dann schafft lohn dem 2, weil er wollte ja unbedingt Remake machen, dann macht den Holo. Wo sie du verfolgen, Ja. ja. Abtauchen. Also den einen hatte schon drüber geredet, den war mega Success. Ja. Übrigens auch ein Joch gespielt. Ich freue mich auch über den 2. Ja. Und den kann ich mich paar gut mehr erinnern. Also es war schon ein Remake vom End und der Gamecube rauskommt. Ja, und Den dem hat hast schon du gespielt. Von den HD Remake aus von dem nach rauskommen gewirrscht. Aber ja, den hast du ja los nein HD Remaster 30 auf PS4. Ja, das Den war ein End. Remake. Den Es gibt den HD, das war just ein bisschen grafische Verbesserung. Ja. Hallo, den letzten, das ist der richtige Remake, wo sie komplett an einer Engine geholt und dann das Spiel wirklich Schritt kreiert und Ja, ja. Also die war ja, das war der Gamecube war online den Zero. Zero. Zero war. Zero war rausgekommen. 2 war bin eigentlich bis noch nicht war der schon ein Remake drin. Nee, Nee, den hast du just geport gegen. Ja, das fand ich cool, dass die, das auch lo eigentlich kann ich darüber streiten, ob es cool wäre, die ganze Serie einfach Nike zu machen. Ja. Viele Leute von der, viele Nee, Fans von der alle, Serie ja. sind noch, teilweise war auch groß, waren Meinung auch gesplickt, die wird ab dem Feier, Ja, wo ja, dann ja. ziemlich Ja, das ist der Konflikt. Action-basiert Ja. Spiel go, während die Echten auch immer ziemlich viel Rätsel hatten und mysteriös waren. Voilà, wusste alle Dann schon. hast du ab 5 war ja wirklich spannend nach Scheiße. Dann hast du 5 war- sogar Cover-System und hier und da. Ja, Das ist ja, wirklich ja, also das ist immer mehr in die Richtung gegangen. Ja. Ich meine, am 6 kannst du auch sogar schon mittlerweile dann während dem Triple Scheißen oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, stimmt. Ja, dann Ja, das ist kommst du während dem Triple Chase. War immer etwas, ja, einfach zu einem modernen Spieler gewinnt, was war Ja, immer ja. etwas Komisches, muss ich Ja. tun. die neue Spielseben und Ja, aber das war einfach so Ja, Resident Evil. ja, weißt du. ja. Das hat der Flair auch gemacht. Also den End hast du dir ja doch gespielt? Ja, Ja, also. definitiv. Das sind noch die mir bis heute am besten gefallen. Ja. Dafür schrieben sie was für ein Remake. Ja, ja. Und ja, sie hatten ja eine Richtung da angeschlagen, das ist so interessant, aber ich meine, das allgemein nicht so gut kommen. Leider nicht, also ich schon doch Aber der nicht Flair schlecht hat gefunden. was Success noch. Der Feier und ich oft gespielt, ja. Ja, schon. ja auf jeden Fall war so. Ja. Ne, es war ja kein schlechtes Spiel, damit war nimmi. War nicht- war nicht Resident Evil, Ja, genau, war ein ganz bisschen genau. da, mein Food, Fahren, so Probleme. Ja, ja. Ja, das ist ja okay zu modernisieren, bisschen. Also kannst du nicht, ich meine, das ist logisch, Spieler entwickeln sich weiter. Ja. Aber wenn du eben als ein Survival-Horror just nach Baller spielen musst, dann natürlich verlierst Das ist sind die Wege beibehalten, das war vielleicht ein bisschen der Fehler, weil Ich kann vielleicht noch so ein bisschen schwer, aber weißt du, die Story war ja auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Ja, das Es ist immer stimmt. Umbrella Corporation, das sind immer irgendwelche Zombie und so. der Wesker kennt immer.
Also trotzdem cool, dass du die Arme rausbringen. Also mich freut Ich bin nicht weit oben, ich habe just den nächsten gespielt. Das ist aber fett. Das weiß ich nicht. Ich war mein Lieblingsspieler. Ja, ich verstehe das auch mehr, so wie du mich hier kennst, weil das ab dem Moment, wo ich Resident Evil nicht so mein Schwerpunkt. Ich werde nie vergessen, wie lange ich immer gebraucht für dich den Gang von durch das Fenster gesprungen. Oh, ja. Du kannst lang schlafen. Ja. Du bist Slalom laufen. Du kannst immer im Lang schlafen, den wurde ich ja gespürt. An die Pflanze im Speicher, oder wo war das? Ja, das ist ein Riesen- Pflanz, die das, hängen. Schwingen sie hängen im Plaf fahren, sie wird mit Sachen mit der Geheide. Ah, nee, das war schon außerhalb vom Haus. Ja, mit Pannen, ja, du hast ein bisschen Chemikalien zu mischen für am Keller. Ja, genau. Denkst du mal. Und schon mal ohne Fall, sogar als Kantor, ich spiele Musik ganz gerne noch, also auch klassische Musik und so weiter. Und ich kann mich erinnern, wie coole Stadt fand und das Mondschein so nett war. Ja. Mondschein so nett zu spielen. Musik am Allgemeinen bei Resident Evil beim End und ich meine cool von dir. Stimmung, Atmosphärisch. Ja, genau. Ja, das war einfach nice. War cool. Also vielleicht- Du hast ja auch nach 2017 so nach dem nächsten Film an der Resident Evil Franchise. Dali Lata, Schauspielerin, die auch mein Hauptpersonage an der Franchise aus hört gesagt, das wäre aber anscheinend die Lasche. Anscheinend, ja. Wie groß, ich wünsche es, wie groß geht denn ein Labor, wie groß geht denn Die sind den Erdkern. Ja, du nur denkst, das ist so nicht normal, kannst du. Und sie meinen noch ein mega groß, gell? Es wäre geil, was sie gegen einen neuen CGI-Film für Resident Evil rausbringen. Du hast ja in Damnation gehen und Degeneration war noch. Degeneration. Die waren cool. Ja, Die waren stimmt. mehr nur um Resident Evil wie Resident Evil Filme. Das ist wie wenn du ganz kurz Spiel guckst. Von Ja. denen. Das ist wirklich cool von der die kennst du nicht. Ja, die, Oh, die das cool, ist die einfach ganz das ist wirklich animiert. cool. Ja. Am Leon war auch dran. Der Leon war bei Leon GD. S. Kennedy. Badass. Auf jeden Fall, wenn der Remake von 2 cool wird, hoffentlich, dass sie darüber nur denken, weil man ein bisschen mit dem alten Stil gespielt hat. Vielleicht ein Night an dem alten Stil rauszubringen, mit Rätseln, mit ein bisschen mit Calm und nicht so viel Action. Ein bisschen mit Munitionen und Sie alles. könnt innovativ gestalten, aber irgendwie ein bisschen mehr back to the roots Voilà, weil sie Auf jeden Fall kennt das wäre das nur 2 dann noch von die Suche steht man noch den 3er rein Kapuschen. Ja, aber. Und dann vielleicht mal drüber nur denken, weil der Feier muss ja schon rum rausfrisch Das war gehabt. den 3. Thema am Nemesis. Ja. Ja, den hat man nämlich Den nicht Arsch gefallen. Nemesis. Ja, den hat man gelacht. Du hast ihn angekommen. War immer die Option fortlaufen oder durch den Boden verschwunden. Ja. An der Lacht. Den hat man nämlich so Ich fand nicht schlecht, dass du viel zu viel, wenn du siehst, dass sie vielleicht auch mal in eine Richtung gehen, die May und die Allen umgrenzt. The Evil Within Ja. spielt, Ja. das ja auch von dem selben das Was Bis hast du noch gemacht? ja, doch mehr, dass der Kreateur, schießen nur den kreativen Präsident ist oder so, auf jeden Fall den Hauptmensch an der Resident Evil Franchise wird das Spiel gemacht und dann war ja mehr. Ja, das war cool. Ja. Mehr hab's nicht für mich. Gut, dann kommen wir weiter next. Und das Windows 10 als Modell an die Schlagzeilen. Andere. Du hast natürlich einen guten Monat raus und das bisschen auf gespalten Reaktionen getroffen bis lo wird auch Schwierigkeiten mit Das manchmal normal. all Windows so lo hast dann bekannt gehen, dass Windows 10 automatisch Spieler blockt auf den Computer, die ein DRM haben, wie zum Beispiel Securum oder Safedisk. Voilà. Und, das heißt, zumal mir alle Spieler zwischen 2003 und 2008 hatte ganz viele Spieler da, das halt ein Anti-Piratenschutz. Mehr seit also Windows sind ja dann immer weitergehen, du musst im Moment da kommen, wo verschiedene alle Spieler nie wirklich gelaufen sind auf dem neuen Windows, außer du hast ein No-CD-Patch benutzt für das. Also dann nämlich ein bisschen CD dran machen, das also sicher dann eine Art gehackt, mehr ohne Absicht dann dabei, ja. Ne? Und teilweise auch nicht möglich. Die gehen da alle Guten nicht mehr automatisch von das Ding. Microsoft wird auch gesagt, dass der Grund dafür ist, dass das Schwachstelle wären, die Hacker da benutzen für den PC zu hacken.
und sie könnten doch nicht ernst Welt machen. Die Leute sollen nicht verzweifeln. Verschiedene Firmen hätten ja schon Patchen rausgebracht, aber nicht, da können die noch Good Old Games ja auch noch immer funktionierende Versionen kaufen von den Spielern. Ja. Dann Boom Microsoft. Das ist wirklich ein miese Schritt. Also, ja, das, mit das aber ehrlich gesagt, nein, ich habe mich erstaunt. also ich fand, das kennt ihr, also vielleicht ist das ein bisschen naiv, das kennt ihr einfach mit einer Anstellung einfach können regeln, dass ihr einfach seht, okay, ich gehe ein Risiko an, das ist ein Hacker, möchte ich angreifen, wenn ich meine Spieler will spielen. Also ich bin mir sicher, dass wie das Leute, einfach die ganz viele von der verschiedenen Werte fanden, für die Sachen ganz sicher. zu entschärfen, klar. Du wie du siehst, dass mit den Lücken, dass auch man doch noch immer dran, dass du auch abkommt, dass Windows 10 als du den auch am Moment regelmäßig telefoniert. Du sollst anscheinend können die Optionen ausmachen, wo du siehst, nee, ich will das nicht. Ja. Ja, am Moment schicken trotzdem alles weiter. Ja. Da war so, ja, okay, weißt du, entweder mach das Ganze raus, oder so mehr nicht, dass ich das kann machen, weißt du, dann meine ich, das ist alles gut, und dann schickst du trotzdem ein bisschen Schieße da unten. Ja, das wie wenn alle neue Facebook-Update da seht, nee, das ist alles sicher privat, und so, das ist ja gut, das wissen wir auch. Also ich meine, ja, eben. Auch Windows Legend! Microsoft ist ja auch nicht bekannt für die opensten Plattformen. Sponsored bei NFL. Sie sind aber auch nicht bekannt für die sicherste Plattform. Ich meine, du musst ja immer selber Firewall position und alles. Ich meine, dass du so riesen Taster machen, wenn es für alle Spieler. Ja, du denkst, sie wären Perfektion, analog wären die Spieler da am Weg. Also das ist meine Meinung, ich gehe so davon aus, dass es mehr dafür ist, dass du die Spieler auch angegriffst. Da kann auch vorsehen, ob dann noch gewisse aktiv nur Spieler sich die dann noch aufgelöten höchst wisse für Leute diese stand Spieler Piratären ob sie dann auch fannen oder nicht ich kann gut vorstellen. Also sobald sie Ball von den der Rennen benutzen, wird den da direkt erkennen wahrscheinlich oder blockieren halt. Ja, das für die Leute, die nachher ganz alle Sammlungen und Spieler, die sonst nicht funktionieren, das ist natürlich. Und du hast ja mittlerweile den Windows Ding. Nee. Das ist so gut, dass du gewartet hast. Ja, also ich muss so, ich habe von Leuten auch gesagt, die Erfahrung gemacht haben, dass zum Beispiel die Microsoft Tablets Edge heißen zum Beispiel. Nee, Edge ist der neue Explorer. Ja, okay. Aber die Tablets eben von Surface. Microsoft Surface, genau. Ja. Da kann ich zum Beispiel bei dem Seiten Windows 10 Druck gemacht und du hast davon die Quoten zwar Saat von Microsoft. Würden dann noch Tablet-Version. Ja. Und das sind so Sachen, all Tag manchmal Computer machen, sieht die kleinen Fenster mal. Dein Windows 10 hast du. Ich finde eine gute Strategie von der sowieso, du hast für alle, die Windows 7, 8 von denen ja. Du bist nicht von die Zeit für ein Upgrade zu machen. Ja, das kannst du. Dafür das von mir schlau zu warten, bis kurz vor Schluss gucken, was du so könnt. Service-Packs. Schaffen sie Patches, just die Version, die du da immer urweise kriegst schon. Nicht, dass du für dich musst die Updates machen. Dafür dann auf den Service-Pack fahren und dann schmeißt du das in einen Paket drauf. Dann geht der Computer einfach nicht. Frust. Wir sehen von erst, wieso das Windows 9, wieso das gibt ja kein Windows 9. Ja, das war eine Sache mit der Programmation. Ja. Weil sie schon Annonschatten an Filmannonschatten und so sehen, das wird dann nie gewesen. Ja, das ist einfach so, weil der Code dann nur dann also der Code findet dann nie und dann wird wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was zum Beispiel wahrscheinlich schon mal Funktionen zugreifen, die 98 oder 95 oder so spezifisch waren. Keine Lesung. Ja, sie haben ja, das Problem ist ja, dass sie riesige Code sind, die normal sind, dass die alle Codezeilen nach immer da dran sind und dass die dann hätte wahrscheinlich können verwirren. Ja, also das Windows ist ja auch auf den anderen aufgebaut, in dem Sinne, dass du hast natürlich dann auch die Kompatibilität, weißt du, was du alles dran mit, dann hätten wir wahrscheinlich den ganzen Code müssen umschreiben. Ja. Muss man feststellen, okay, dass das mehr umständlich wäre, wie einfach just den Umzahlen. Das ist Null und da wüsste ich es nicht. Ja, ich bin schon mal gefreut, ob das ja, das ist vor allem wegen Version. Aber glaube, wer oder? Ja, ich kann mal feststellen. Vielleicht kann die Bill Gates ja bis 10 richtig stellen. 8 Milliarden. 10 Milliarden. Es geht sowieso nicht just 1 Milliarde bei. Ja. Das ist wieder 8 10 bei. Zwischen dem 1 Milliarde bei. Voilà, kommen wir dann zu der letzten Nachricht für heute, und das ist Halo. Da gibt es ja schon mal Serien, so wie Halo Nightfall zum Beispiel, und gibt es schon einen oder anderen Film zu Halo. Aber lo ist dann eine Serie an der Produktion von Steven Spielberg.
das verspricht ja schon ein bisschen mehr. Und das auch entretant dann ein Sender bekannt, ob den die Serie wird laufen, und das ist der Showtime in Amerika. Okay. Der Präsident David Nevins hat das bestätigt, dass das so wird sein. Und so ist das nach einer Produktion, nach einer ganz aktiver Produktion. Okay. Darauf sind gefragt, ob Fans dann sich geschwind mehr Informationen könnten erwarten. Und darauf hat er just gelacht und gesagt, nicht an nächster Zukunft. Gut Reklam. Also Aktivproduktion, ich meine, ich spiele Spielerlogramm mal durch. Ja. Ja, und dann überlegen sich, wie das so Ganz macht. doch was lebt Ey, wenn eine andere aktive Produktion ist, dann können wir nach bestimmt mal 2 Jahren warten. Ja, das mindestens. kann vielleicht sein, ja. Also vielleicht können wir das nächste Jahr einen Trailer und dann Der Cast ist auch nicht bekannt, oder nicht? Nee, das ist nach gut. ich Schluss das Start gemacht Ja. das war Also, schon mal cool. Ja. Das ist nicht nur ein dickes Budget. Ja. Ich meine, Ja. ich kann das Das cool könnte man machen. denen mal sich doch vorbei Ja. machen. Ja. Und hier doch eine gute Vision für Filme zu machen. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Themen Fälle. kann ich auch diskutieren, aber Ich finde den Film auch relativ cinematografisch, das ist auf alle Fall genial. Also. Ja. Also, das ist schon cool. gespannt Wie sind dann überhaupt schon auch von der Story, wie sie noch Gut mal? nicht, nee. mit der nächsten Seriös. Das mit der nächsten Also ich hoffe mal, dass der Master Chief dabei ist, das gell. Oh ja, aber den muss ja auch dabei. Ja, das ist Macht aber Halo, ne? Ja, Das die ist wird nicht bei den nimmer- anderen aber nicht. Nee, leider Ja. nicht. Und das fand ich... Ja, das ist ja auch ein so interessant zu so, weil das wie bei Mass Effect, wenn du siehst, ist ja auch interessant zu sehen, was nicht der Rest vom Universum hat. Nein, ich Ja. Shepard zu dienen hört. Ja. Aber wenn du aber so eine echt richtig große Serie rausbringst, wird ja auch gut, wenn du wenigstens... Der muss ja nicht im Zentrum von der Serie sein. Ja, das wäre schon trotzdem cool. Ja, auch, ja, mit das muss dann nicht so dramatisch am Punkt weil Wer aber gerne hat, weil es auch cool Die Vision geht nicht mehr. stellt aber viel, wie cool der auch wäre, wenn hier nicht der Fokus von der Serie wäre und dann immer, wenn hin abtaucht, dass der ist. Musik. das wie am Ja. Film muss ja am Film du hast den noch recht zum Schluss beikommen Ja. du war sie am Anfang Jahre go ne mehr genug gebracht Ja. man soll man obwohl man dort sind Ja. Und du kannst immer... du war hier neben du an für Serie wäre bis du siehst von dem Fokus nicht unbedingt auf Himmel weil schon noch ein bisschen Bücher und Joch gelesen fest und hat man bei der Halo Reach sein Special Edition mit seinem ganzen Buch dabei wie ein Professor Hall sie hebt was der ganze Spartan-Programm du Ja. geleiert hört wie die ganz also sie Spartans wie sie entstanden sind Ja. wie sie zu Salute gesehen wie Verbesserungen gekommen sind und das ist auch mega interessant Ja. Und voll voll. Auch der neuen Halo 5 Guardians, hast du nicht nur just hin, habt Nee. Das ist Nee. auch, der Bug wie? Bug aus Bug. oder ST aus dabei in der Solo Mit das ja der Personage sie oder der Master Chief auf der einen Seite und du hast die andere Seite den der Master Chief schaut. Ich sehe noch nicht groß Halo belesen, mir das nach einem anderen großen Personage dran. Ne? Ja, bestimmt. Ja, ich habe nie eine Xbox gehabt, das kommt leider. Das ist ein von den Spielern, wo ich gut mal deckt, dass ich keine Xbox habe. Ja, den 1 und 2 gab es 10 Jahre da im Computer. Und auch da gespielt. Ich könnte den 3 drei waren noch bis sehen. heute, weißt du. Immer den 3, das ist der Lynch, den ich gespielt habe. Ja. Und das ist schon wahnsinnig cool von. Ma ja, das ist Also Singleplayer, ja. Ja. Story, ich mega cool von. ja, das war dann noch schon mal die News für heute. Ja, okay. Und dann kommen wir lo zu Eine neue Rubrik. einer neuen Rubrik. Ja. Und zwar das Spiel von der Woche. Spiel von der Woche, ja. Kurz der Woche und Spiel von der Woche, das wird dann, das steht ja schon selber, wir werden alle Woche dann über dieses Spiel spielen. Entweder das gerade rauskommt oder wir denken, dass der Wert zu erwähnen. Vielleicht Ja. ist es ein anderer Grund, ob ein Release befür steht oder so sich Snaps. Spiel von der Woche, das Woche als kein komplett Spiel. Das ist Beta von Black Ops 3. Und da gucken wir mal ran. Und Pflicht trifft auch im das Jahr den neue Call of Duty hecht Black Ops 3 an als das Jahr von Treyarch. Alle die Fehlbestaltung hun lo am Summer schon, nämlich ab dem 19. August auf der PS4 an ab dem 26. August auf der Xbox One und dem PC. Wie wir wissen, als Call of Duty ab lo PlayStation Exclusive. Natürlich PlayStation kriegt auch immer alle guten DLCs an alle Content verfreit. Für mich als Call of Duty Veteran ist schon wirklich an der Zeit viel Call of Duty gespielt. Also natürlich immer ein Fried von schon die am Sommer Spieltaste für und der Multiplayer ist. Was ich natürlich immer als echt machen, aus dem Menü checken, gucken, was geht es nichts, an ob der nächste Blick gesehen ist, du 12 Waffen hast. Dieselbe
Der Merklasse ist noch immer fort, was ich extrem schön fand. Was Perks an Equipmente belangt, sind auch immer weil dieselbe. Sie heischen zwar teilweise auch nicht, an verschiedenen Hundebüssen eine kleine Variation dran, aber an dem Fall nicht viel Überraschung. An diesem Call of Duty auch immer dabei als den Exosuit, an diesem Fall ist den Thrust Suit, an den ist ein bisschen mehr optimiert wie am Advanced Warfare, an auch ein bisschen mit Trick gesagt von der Vitesse hier. Es gibt noch immer den Power Boost noch 4, aber zum Beispiel gibt es nämlich einen Sprangboost noch 4. Was an diesem Call of Duty auch neu ist, als den kann auf die Mauer laufen, da gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Flow. Fand ich ziemlich cool. Auf den nächsten Blick wirkt das Ganze ein bisschen, erinnert stark an Titanfall. Kann ich noch während dem Mauerlaufen schießen, war doch Spaß, aber muss ich sich ein bisschen trainieren daran. Was an diesem Call of Duty auch noch neu ist, ist nämlich, dass ich schwimmen kann. Wie gesagt, ein bisschen witzig aus, bewegt den Händen beim Schwimmen mehr, es kann ihn so gut in der Wasser schießen. Da hat mich natürlich auch ein bisschen Spaß, auch von das noch ein bisschen komisch wirkt, gibt es im Spiel eine ganz neue Möglichkeit. Zum Beispiel auch, dass er sich durch das Wasser kann und Gegner rausschleichen, wie dass er schlecht an Wasser gesagt. Mischt Spaß und warten. And also added an AI system to it, so we have fish move out of the way when you get close to them. Das ist wahrscheinlich schon eure eine Sache, wo Call of Duty Entwickler sich gesagt tun, hol mal lieber raus, nicht dass man nach irgendeinem mal da überfordern oder dass man zu viel Variationen an Spiele rausbringen. Wie auch immer, Spiel aus sich gesagt, mega noch fantastisch aus, mir gefällt schon ein Farbschema, wie das Advanced Warfare Ghost ein bisschen, wie soll ich so, Farb waren. Fand ich das die neue Black Ops ziemlich farbig und mich freut beim Gucken. Auch alles Grafik aus nicht zu bemängeln, natürlich werte viel Lorem so, okay, das ist nicht der neuen Generation entsprechend mehr. Ich fand gesagt ganz klar aus, gesagt ganz super aus, kann ich nur beisetzen wie ihr will, es macht Spaß zu gucken. Was für allem auffällt, ist, dass ein bisschen Vitesse herausgekommen ist aus Advanced Warfare oder wie ich nennen Trampolin Warfare. War ein bisschen chaotisch, wie das innerhalb von ein paar Sekunden auf der anderen Seite von der Map kommt, war das mit dem Spawning auch ziemlich schwer zu gerieren. Und es war ein bisschen kunterbunt. Und den Black Ops 3 hat ein bisschen Strukturen drauf und ein bisschen Strategiemäßigkeiten abgemacht. Was mir auch gut gefällt aus dem Map-Design, ja kurz ist da ein bisschen Gedanken gemacht, weil so mal hatte ich Gefühl, es sind just Maps an Lo mittlerweile, heute schon ein bisschen tricky Spots, natürlich cool Plätze, wo ausgeglachte Schlachten können stattfinden. Was auch neu ist, dass sie nicht mehr auf EQ kann messen. Das werden viele Leute ein bisschen schockant fanden, aber das ist vielleicht auch mal gut so schlecht. Zu den Killstreaks, in diesem Fall Score-Streaks, muss ich so tut mir gefallen, sie sind ein bisschen stark, ein bisschen interessant gemacht gehen. Auch da war am Ghosts, an am Advanced Warfare ein bisschen zurückgeschraubt gehen, weil Wüke, was wahrscheinlich Demos, ich kann mich erinnern, Modern Warfare 3 war überfüllt mit Killstreaks, der Himmel war voll, alles war ein bisschen chaotisch, gehen darauf sind uns ein bisschen zurückgeschraubt, was aber dann das hier auch ein bisschen wie flott gemacht und ich meine, Call of Duty mischt sich auch für allem durch Score an Killstreaks aus. Ja, das ist ein großer Faktor bei dem Spiel. Und sie sind mächtig, sie sind stark, sie machen Spaß. Und das ist das, was Spieler auch manchmal gern haben. Ich war ganz froh darüber, dass sie da ein bisschen mich stark gemacht haben. Ob sie da overpowered sind, wird sich noch auf Dauer weisen. Aber mehr hat der Ball von der Beta mal ziemlich viel Spaß gemacht. Was an diesem Call of Duty ganz neu ist, das sind die sogenannten Specialists. Das sind verschiedene Charaktere, die du kannst wählen, für Martine zu spielen. Sie sehen auch noch ein bisschen zeitlich aus, fand ich ein bisschen komisch, ich hoffe, dass anderen sind auch, weil Spieler am Moment gesehen all aus wie ein großes Family Reunion, wo Zwillingen an Jitfrieden sich trifft. Egal, auf jeden Fall kannst du zwischen aktiv und passive Spezialitäten wählen. Man hat aktiv sie für allem Waffen gemengt, zum Beispiel The Bow, War Machine oder Tempest. Man passiv, da sind echt kleine Avantagen, die in sich kann besorgen, nämlich zum Beispiel Vision Pulse, wo Leute durch Mauer gesagt. Oder kinetische Rüstungen, wo Kugeln abgesaugt gehen. Oder Glitch zum Beispiel, wo mir ganz gut gefällt. Die Spezialität, die während dem Spielen abgelöst, das dauert ein gewissen Zeitchen. Aber durch zum Beispiel Kills oder wenn ihr anderwärts Punkte mischt, gehen die mich schnell abgefüllt. Hast du dann immer abgefüllt, kann ihn dann, ob ihr oft gestorben oder nicht, seine Spezialität benutzen. Was mir ganz gut gefallen war Tempest, da das ein mörderisch war. War aber auch ganz cool, dass zum Beispiel Annihilator, so wie Golden Gun bei GoldenEye,
killt op 1 Kuh egal op eng Entfernung. Ganz besonders schütt auch die Lichtfunktion gefallen. Demet nämlich méget, dass ich kann per Schnappdruck bisssen ganz Zeit kommen. Da kann ich ganz gut nutzen für andere Spieler auszutricksen oder zum Beispiel schlechte Entscheidungen ganz schnell rückgängig zu machen und defensiv wegzugehen. Was an diesem Ohren dabei ist, aus den Last Stand Entscheidungen, wir kennen noch als den alle Call of Duty Titeln, wo man nicht stirbt, dass ich kann regulär bekommen und schnell probieren Revanche zu kriegen. Also aber ein bisschen optimiert, wie ihr gesagt habt, dass offensichtlich das ein Rennen könnt und nicht mehr geht nicht so schnell, das braucht ein bisschen, kann ich nicht drauf reden, dann ist einfach 2 Kills statt einem 1, wie man so. Auch noch neu in diesem Call of Duty, als da sehen sie eine Tarnung für die Waffe kann machen. Da haben sie schon bei den Emblemen viele Leute amüsiert und fantastisch wirken rausgebracht. Ich habe schon kurz gewesen, wie das ungefähr so aussehen kann. Mit einem Direktstart, Camouflage für meine Manowar Waffe. Also es trägt nicht zum Spielspaß bei, ist ganz witzig und ja, sie gespannt, was da noch dabei herauskommt, wenn andere Leute das machen. Zu den Modusen kann ich so nicht ziehen, die bekannte Call of Duty Modusen, eine andere auch Uplink aus dem Advanced Warfare, wo ich muss man Ball spielen, oder Safeguard, ein ganz neuer Modus, da muss ich einen Roboter bis an die gegnerische Basis eskortieren, an dem sie nur bei ihm als verteidigt, wenn ihn so weit weg geht, bleibt er stehen. Die gegnerische Equipe musste davon auffallen, an dem sie zum Beispiel verhindert, dass du nur bei der Roboter beikommst, an der hier keinen Schritt mehr weiter mischt, oder ob der Roboter schießt, so dass der Roboter muss rebooten. Spieler als River, wann der Roboter an der Basis könnt oder Zeit auflebt und die gegnerische Equipe auf volle Reicht verhindert wird, dass nicht kann eskortieren. Ich hoffe, dass nicht der nächste Modus dabei kommt, aber mir gesehen hat alles am Hirsch. Einmal Gemenge mit noch Spiele von der Beta, viel Spaß gemacht, das ein bisschen balanciert, wie ich fand, Advanced Warfare war für mich ein bisschen zu chaotisch und Ghost war ein bisschen zu fad. Ich freue mich ehrlich gesagt auf Black Ops 3 Beta. Ich hoffe, sie bringen noch mehr Sachen daran, wie low das an der Beta gewissen haben. Andererseits werden nämlich Call of Duty wie erwartet mit ein paar Änderungen dran, wo ich muss gucken, ob sie dann auf Dauer danach Spaß machen oder nicht. Auf alle Fälle hatte ich viel Spaß und das beim Spielen daran noch Tatsache. Voilà, also aufgesehen von den Startschwierigkeiten, die ich natürlich habe beim Rohflöten, ich meine, das ist ja auch normal. Also wenn du bestimmt Tausenden, ich weiß nicht wie viele Leute auf einmal wollten dann das Spiel Rohflöten. Und das ist ganz normal. Also ich habe Call of Duty auch viel gespielt. Und was ich ein bisschen schuld fand, und das weißt du schon an ihren Verkaufszahlen, weil das nicht wirklich ändert. Ja. Das ist etwas, was mich immer frustriert, wenn ein neuen rauskommt, wo ich mir so... Wieso machen sie nicht mal einen Schritt weiter? Ja. Weil mir eigentlich froh, ich nicht so viel Call of Duty gespielt. Was kennst du da wirklich großartiges und dem Format ändern, was nicht an eine schlechte Richtung vielleicht geht für die Fans? Ja, die große Idee, die werde ich in meinem Video, den die nächste Woche rauskommt, noch ein erwähnen, weil ich werde ein Video darüber machen. Über einen anderen darüber, für was Call of Duty hat, wieso hat das so ein schlechte... wieso so schlechter Ruf und ein paar Ideen, die von mir persönlich gekommen sind, zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie ich so kritisiere undiplomatisch. Yeah. Weil ich ehrlich gesagt auch als Spieler ein bisschen genervt davon sind, dass sie nicht ändern. Yeah. Weil ein Spiel, was so groß ist, das ist die meistverkaufte Serie von der Welt, von der Videospielwelt, und die dann hier auch ein riesiges Budget. Wieso? Man wie wann der toten Limit wäre, weil das offensichtlich nicht Limit von anderen Spieler guckst. Ja, das ist auch der Spruch, wieso etwas reparieren, was nicht für dich. Das ist auch normal. Aber sonst könnten sie so viel machen. Sie könnten zum Beispiel Tournament Maps dran machen, sie könnten, was weiß ich will nicht festlegen, von wegen der Tor ist die besten Ideen an do, aber sie könnten mehr draus machen. Sie könnten mehr Modusen dran machen, sie holen stattdessen Modusen raus. Und mehr Waffendrama, nee, jetzt sind wir immer wie viel drin. Und das ist die Sache, wo ich mir denke, frag nochmal, ich spiele Battlefield 4, wo x Waffen mit 100.000 Quadratkilometer Maps sind. Und die frohen die gleiche Preise wie ich spiele, weil dann wo alle Map an einem Map von Battlefield. Also, wie gesagt, ich will nicht undiplomatisch wirken, aber das dreht mich immer ein bisschen ab. Weil sie aber trotzdem da sind, die immer von sich schwätzen, wie wenn sie die neuesten Innovationen auf den Markt bringen. Und das geht nicht vor.
und ich spiele ihn trotzdem noch mal gern. Ja. Das für mich ist so ein bisschen nach Shooter-Spiel, Ja. wie richtig vollständig Shooter-Spiel. Also die auch in dem Sinn, das wäre auch Das ist Ja, schnell war und es ist früher auch Spaß, war- also wie du am Video gesehen, es hat immer Spaß gemacht Ja. zu spielen und es mich auch immer im Spaß, das darf weiter das. Just das die Spiele recyceln, halt, ja, immer Ja. recyceln. Da trägt mich persönlich ein bisschen ab. Wie du warst direkt dran, was du fängst. Ja, Du weißt, du warst Bam. Okay. der Mr. No auch gesagt hat. Mysterious Mr. No. Hat doch direkt gesagt. Das, was hey Fred aus. Du weißt direkt, wo du bist, es fühlt sich direkt richtig schon. Und voilà. Also bei allen Sachen echt negativ Sachen haben, weil Call of Duty finden dann Los mal da spielen, den möchte das Spiel, den hält das Spiel also nicht mehr. Nee, mal gucken, was in der. Vielleicht möchte ein Statement dazu, vielleicht bleibt er noch weiter in the Shadow. Okay. Ja, das war Black Ops 3 Beta. Lokend nach Gewinnspiel. Ja. Voilà, und Zoe, dieses Gewinnspiel für. Ja, kurz so nach dem. Wie ich. Aua. Du bist. Also. Der Gewinner von also was war das? Last oder zweitlast? Das war der Gamescom Special. Der gibt vom Gamescom Special. Special. Das den guten Herrn Noel Fauch. Den hat die richtige Antwort rausgebracht. Den hat sie als Eich raus. Voilà. Es war Nachricht einfach gekommen und wir haben also immens gefreut, wie viele Leute am Markt gespielt haben. Genau. Aber Und hier war der nächste. über die nächsten, An die nächste glückliche Gewinner dann gehen von einem Yoshi Amiibo. die übrigens so noch immer nicht gekommen sind, muss ich mich offiziell bei jemandem checken, von denen die Sendung gucken. Die sind noch nicht bei der gekommen. Füge, dass wir das vor viel gespart haben. Aber keine Zeit. Sie kommen nun an, wir sind immens froh, wir sind auch wahnsinnig gefreut darüber, dass du Markt gespielt hast und noch wie viel Leute Markt gespielt haben. Genau, weil so viele Leute Markt gespielt haben, haben wir ja gleich auch schon gesagt, wo wir Gewinnspiel klein bisschen überdurcht, dass wir in Zukunft so machen, dass nicht just den ersten gewinnt, mehr, dass wir, wenn mehr Leute mitspielen, dann halt eine Beziehung an der Show machen, für da doch ein bisschen wie fair zu machen, dass nicht just den, der gerade im Lo am PC sitzt, den nächsten aus den Chance hört. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bon, was hat er noch gewonnen? Ich weiß gar nicht. Ja, Ja, das war die Yoshi Amiibo. USB-Stick An den Plüsch Portal Cube. an den Portal Cube, yes. Portal Cube. Ja. Cool, den hat ich auch gerne. Ja. Von der Gamescom. Schöne Mädchen. Nee. Nee, die hat nicht Die sind nicht gewonnen. gewonnen. Nee, die sind nicht dabei. Die sind nicht gewonnen. Präsentiert mir, nicht dabei. Nicht ankündigen. Gewinnspiel von dieser Woche geht weil man über Call of Duty geschaut hat, das ein Collector Construction Sets für Call of Duty. Ich hoffe, das ist hell genug. Nee, nicht klar. Das ist Sniper Guy. Okay? Der Camper. Geht aber. Der Camper. Der Camper von Call of Duty. Mit Ningyo. So ein Camper, das ist aber voll cool. Das ist ein Lego Fake. Also das ist eine original Lego Series, geil. Die machen ja nicht so. Nee, das fliegt schon als Lego. Ja. Well, froh so als folgendes Fu wo als das ist ein Brief, da kann ich mal so wo aus den Zoe der steht ja ganz schön hier. Ja, ich muss bis mir nur erklären, was ist. So. Well, Bill, I doubt you'd ever find this note because you were too scared to ever make it to this part of town. But if for some reason you did, I want you to know I hated your guts. I grew tired of this shitty town and your set in your ways attitude. I wanted more from life than this, and you could never get that. And that stupid battery you kept moaning about, I got it. But I guess you were right. Trying to leave this town will kill me. Still, better than spending another day with you. Good luck, signed, Frank. Shots fired. Das ist ein Brief an ihrem Spiel am froh nicht wo wer ein Spiel ist das dann okay Dann wird darüber die Checkleis an allerbeste dann an ob infectplacegames@gmail.com ja Placegames.com. bis morgen Abend halb 9 oder Zeit. bis Ende so was haben nicht genau und wie gesagt muss nicht der nächste sehen Hauptsache dann wird könnt und ich fand das aber nicht so schwer ja? So Nee, ich ich wusste meine, direkt das wieso wahrscheinlich einfach nach die einfachste. ja das ist ein von denen Von den weißt, was du da sagst, wirklich schon. Ja. ja aber alle Fall das ist so viel zum Gewinnspiel infectplacegames@gmail.com könnt ihr das Sniper Guy gewonnen ja
Voilà, dann haben wir noch etwas Neues, wofür wir einen kleinen Reklam machen. Ja. Wir haben mal ein neues Format gestartet, mal für zu gucken, ob das dir gefällt. Und zwar ist das Infect Discussions, nennen wir das mal einfach. Wo wir uns zusammengesetzt haben und über ein Thema diskutiert haben. Und das Woche war das Brutalität und Sexualität von Sexualisierung von Frauen an den Videospielen. Voilà. Genau. Da haben wir uns zusammengesetzt, mehr Feier, so wie wir sehen waren das Woche. Und voilà, ich sehe da mal einen kleinen Extra. Wir schwätzen heute über Brutalität und über Sexualisierung von Frauen an den Videospielen. Das ist natürlich schon auch direkt verstanden, war Provokation von den Entwicklern. Für das drüber geschwärzt wird, was so ganz gut erreicht schon. Das ist ja in einem Kontext, kannst du stark kontextualisiert mit Leben der Gesellschaft, die Videospielindustrie, also ein Teil von der Gesellschaft. Ja, du spielst Spiele und von ungefähr Spiel zu spielen. Und nicht, was du denkst, okay, boah, ich muss das Spiel kaufen, weil du sie Frauen da dran, die nicht viel lohnen, die wollen Booby Physics fit. Aber da kann natürlich dann so, dass das halt, du siehst, dass eine echt männerdominierte Industrie, das ist ja auch also mir dann als kleines Problem, dass die Welt oft nach echt Männer dominiert ist. Als geht ein Gefordert davon aus, ich meine, Lummel aufgesehen von jungen Spielern, Lummel aufgesehen von Kanner, die jetzt spielen. Ja, das ist wieder interessant, die gehen nicht auch. Voilà. Ja. Und die Medien und die Spieler auch. Das ist immer bei der Sexualisierung von Frauen, die definitiv da ist, und auch echt dann dominiert par rapport zu den anderen mit Sexualisierung von Männern. Das ist auch da. So willst dann, oder? Wie es mutiert Schwein, also fand ich, soll auch eroisch brutal Martine sein. Ja, das ist dann, du musst in der gucken, wie die Balance zwischen den zwei ist, von denen ich die Sache schätze. Ja, das stimmt. Voilà, das ist ein kleiner Viergeschmack. Die Episoden, die werden wir an den nächsten Tag dann online setzen. Wir hoffen, dass es interessant für euch und so, da ist eine Meinung dazu. Und auch überhaupt zu dem Format, ob ich wünschen, dass wir mir oft dann so Diskussionen führen oder ja, nicht wieder, so dass man weiter davon erhält. Ja, voll. Also, voll auf das Feedback aufhören. Ja. Und vielleicht diskutieren wir ja auch, wann sie nicht wollen. Ja, vielleicht gerade. Vielleicht gerade dann ein bisschen pushen. Da sehen wir, also auf jeden Fall so, da ist mal die Meinung dazu. Ja. Ja, und ich meine, mal ziehen. Warte, nein. Nicht umkommen. Das ist ja auch nach. Okay, gesagt, das ist so ein alles merci und so, Ja. das hat so cool war an direkt gesagt hat, ja unbedingt, ich wäre dick gerne dabei, haben wir dann noch ein kleines Kado, weil wir wissen, wie gerne hat Mass Effect spielt, auch wie oft es schon gespielt wird. Ja, definitiv. Kleinen Garrett. Von der Gamescom abgleich. Von der Gamescom Famous macht sie so und ich mache sie da schon dabei sehen, ich finde wirklich interessant fand. Merci, dass du dabei warst. Ich muss Ja. Ich war weiter viel Success. Ja, merci. Fleißig, die Videos, sie ganz lieb recherchiert gemacht, ich kann es nicht mehr rekommandieren. Ja, viel Merci. Cool. Ja. Das war dann Das schon war für ein heute. Haus. Mir eine Kurzsendung heute. Ja. Dafür eine Diskussion demnächst. Kurz Und, voilà, mir so merci, dass er noch geguckt wird. Vanschrift liken und subscriben, wenn der euch gefallen wird. Und wie gesagt, Feedback an nächstes Mal anschalten, wenn es heißt. Direkt Start. Ciao. Ciao, ciao.